Das war mal eine witzige Aufnahme, oder? Jetzt kommen wir zu unseren Gästen, die dieses Video produziert haben. Das war ein Freund von denen aus dem Studium. Und was sie dazu alles zu erzählen haben und was die Jungs mit Flüchtlingen aufhaben, deswegen kommen sie jetzt mal rein. Hier sind Sebastian und Raphael, willkommen. Wir machen direkt mal ein Selfie ab, Brot den Kuchen. So, herzlich willkommen. Nehmt Platz, stellt den Kuchen ab. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung. Stellt euch doch erstmal vor, wer seid ihr? Ja, wir sind zwei ehemalige Designstudenten hier aus Köln, haben in der RFH studiert und machen jetzt unseren Master an der Folkwang-Universität in Essen. Werden da Design studieren und ja, nebenbei betreiben wir Sintflut. Nebenbei betreibt ihr Sintflut und man kann schon sagen, ihr seid richtig ambitioniert. Also ihr werdet jetzt heute nicht hier, wenn ihr einfach nur Studenten seid, sondern ihr habt unter anderem dieses Projekt hier gemacht, wie man sieht. Ja. Ein wundervolles Foto. Darf ich das sagen, wer da auf dem Foto zu sehen ist? Ja, eine gute Frage. Das wissen wir auch nicht ganz. Das ist nicht das Foto, was ich, was ich in Vorhinein angesprochen hatte. Das war, während der FC gegen Dortmund gespielt hat. Und wir fanden es sehr faszinierend, dass der Dortmund-Fan sich irgendwie mitgefreut hat gegen über das Tor vom FC. Großereignis Fußball, das ist für euch auf jeden Fall eine ernste Thematik. Mit diesem Buch, das ist ja eure Abschlussarbeit, beziehungsweise der bildliche Teil eurer Abschlussarbeit, seid ihr nominiert für den Kölner Designpreis. Aber ihr habt euch noch mehr mit Fußball auseinandergesetzt. Es ist für euch eine richtige Leidenschaft, kann man sagen. Ja, das kann man so sagen. Also wie gesagt, Kölner Designpreis am 29.10. ist die Ausstellungseröffnung im MAC. Und wie man hier im Hintergrund schon sieht, haben wir ein weiteres Projekt gemacht. Und zwar haben wir die Frauenmannschaft vom 1. FC Köln begleiten dürfen. Haben die ein halbes Jahr dokumentiert, deren Aufstieg dokumentiert und dabei sind eben diese Bilder entstanden. Eine aufregende Zeit, das kann man schon sagen. Wir haben eine emotionale Zeit, wie man hier gerade sehr schön... Wir waren da auch, wie man auch sieht, mit in der Kabine, haben... mehr oder weniger alles begleiten dürfen, die Feier, die Trauer, die Aufstiegsfeier. Habt ein gutes Jahr erwischt, ne? War so ein bisschen glücklich, kann man sagen, oder? Ja, das kann man, das Jahr. Genau, also die letzten Jahre waren immer sehr, sehr aufregend, weil sie immer mit einem Punkt oder so nicht eben aufgestiegen sind. Und ja, jetzt hat es geklappt und das wollten wir eben dauerhaft visuell festhalten. Ne? Ja. Bevor wir dazu zu sprechen können, lass lieber nochmal den Chat, sonst ist das alles ein bisschen zu viel für die Zuschauer da draußen. Erstmal zu der Thematik Fußball. Warum habt ihr euch für Fußball entschieden? Warum ist es für euch so wichtig, sich mit der Thematik Fußball auseinanderzusetzen? Also wir sind beides leidenschaftliche Fußballfans, haben beides sehr leidenschaftliche Familien, was den Fußball angeht. Und da haben wir uns überlegt, wie kann man sich denn mal wissenschaftlich damit auseinandersetzen? Und fotografisch halt eben. Und da haben wir halt ein bisschen geschaut, was den Fußball so ausmacht für uns. Zu welcher Erkenntnis seid ihr gekommen? Dass der Fußball ein wunderbares Spiel ist, Jung und Alt verbindet. Es ist halt einfach eine Sprache für sich. Jeder versteht den Fußball. Ich kann am Strand aus 2 Stöcken ein Tor machen und habe sofort eine Mannschaft zusammen, mit der ich kicken kann. Und das ist bei der Fotografie auch so, dass es sofort verständlich ist. Und da haben wir das irgendwie zusammengebracht. Habt ihr eine Lösung gefunden für die Problematik hier in Köln? Wo wir gerade die Thematik mit den Ultras immer wieder aufgehitzt sehen, wo jetzt auch gerade die ersten Stadionverbote wieder erlassen worden sind. Habt ihr da eine Lösung für gefunden? Also eine Lösung kann man nicht an die Hand geben, ist ja klar. Also diese Idioten, so nenne ich es immer, die gibt es immer wieder, die polemisch eben ihre Meinungen äußern und ja, die wird es auch immer wieder geben. Als Verein, als SFC Köln muss man eben mit Strafen agieren und das hat er auch ganz gut gemacht, der Verein, muss ich schon sagen. Ihr haltet das für gut, das ist auf jeden Fall mal ein sehr interessanter Satz. Was ihr auch gut findet, glaube ich, sonst hättet ihr das nicht gemacht, ist die Flüchtlingsthematik fotografisch aufzugreifen. Wir sehen hier Bilder, vielleicht erzählt ihr selber, ihr wart bei einem Projekt dabei von der Rheinflanke. Wir haben der Athletiktrainer vom 1. FC Köln, ist pädagogischer Mitarbeiter dort in der Rheinflanke, so heißt die Stiftung. Und wir haben ihn eben gefragt, wir wollen unseren Teil beitragen zu der Thematik und wie sieht es denn aus mit Fotos? Braucht ihr die? Dürfen wir welche machen? Und er ist begeistert dafür. Und ja, dann haben wir die Jungs besucht. Und sie waren sehr offen. Wo kommen die her? Die kommen überwiegend aus Afrika, also Somalia zum Beispiel. Sind alleine hier hingekommen
Und also ohne Familie? Genau, also genau, es sind Minderjährige, die alleine hier hingekommen sind. Und sehr offene Menschen, muss man schon sagen. Man muss sich mit denen natürlich unterhalten, man muss fragen, welche Missstände habt ihr erlebt und so weiter. Und dann sind sie eben auch offen mit einem, ne? Und wir durften sie dann netterweise fotografieren. Ne? Was war das für ein Gefühl, wenn man sich direkt mit einem Flüchtling konfrontiert sieht, weiß, der hat eine Geschichte hinter sich, die man sich wahrscheinlich selber gar nicht ausmalen kann. Ich glaube, das ist schwer für jeden von uns begreiflich, was da überhaupt abgeht. Wie fasst man das dann in dem Bild auf? Also wie fühlt sich das an? Also wir haben uns halt selber sowieso so ein Credo aufgestellt, wie wir fotografieren, dass wir halt teilnehmende Beobachter sind. Wir machen halt mit und fotografieren. Wir haben genauso da ab und zu mitgekickt zwischendurch und die Fotos gemacht. Und man begegnet den Leuten genauso wie jeden anderen Menschen auch letztendlich. Du hast halt, die Sprachbarriere war gar nicht so groß, weil die Jungs versuchen viel Deutsch zu sprechen und man merkt es auch, dass sie da wirklich was reintun für sich. Und an sich war das ein cooler, lockerer Nachmittag. Wir haben ein bisschen gekickt, die Sonne hat geschienen und alles war gut. Cooler, lockerer Nachmittag. Das nehme ich einfach mal ganz kurz als Break. Ja, cooler, lockerer Nachmittag. Wenn ihr einen coolen, lockeren Nachmittag erleben wollt und nicht krank zu Hause im Bett liegt, wie unsere liebe Kollegin Nina, der wir natürlich gute Besserung wünschen, dann, gute Besserung Nina, dann ist das Ding hier ganz empfehlenswert. Das könnt ihr nämlich gewinnen. Viva la Vespa. Ein Hauch italienisches Lebensgefühl auf Kölns Straßen. Das geht so. So und so. Köln TV verlost zusammen mit dem Rollerparadies Köln eine Vespa Sprint 50 4T4V im Wert von 3.250 €. Ihr findet, euch würde dieses Schmuckstück besonders gut stehen? Dann bewerbt euch auf kölntv.com und sagt uns, warum die Vespa ausgerechnet vor eurer Haustür parken soll. Mitmachen könnt ihr noch bis zum 10. September. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ciao, Bella. Ja, also fleißig mitchatten, Punkte sammeln und dann könnt ihr euch bei diesem wunderschönen Roller vergreifen, den es nur noch bis Freitag gibt. Also Gas geben, sonst seht ihr wahrscheinlich irgendwann nur noch Nina drauf. Die ja, also nochmal gute Besserung an dieser Seite. Ja, ich habe eine Frage zu eurer Flüchtlingsthematik. Ich finde das ein sehr interessantes Thema. Wir haben das ja auch am Anfang schon mal ein bisschen thematisiert. Jetzt gerade ist es ja so, dass das immer weiter Flüchtlinge hier hinströmen. In München 15.000 an diesem Wochenende. Das sind schon Zahlen, wo es langsam auch wirklich kritisch wird, wo man sich überlegen muss, wie geht man damit um. Auf der anderen Seite reagieren die Medien und sagen, wir finden das gut, wir unterstützen das. Viele Musiker gehen hin, unterstützen das. Und dann kommt plötzlich so ein Break, wo sich die Welt fragt, ist das jetzt gut oder ist das nicht gut? Zum Beispiel, als dieser dreijährige Junge an der türkischen Küste angespült wurde, Aylan, und jemand mit der Kamera draufgehalten hat und dieses Bild raus ins Netz geschickt hat. Wo viele gesagt haben, wir wollen dieses Bild nicht zeigen, so wie wir auch als Köln TV gesagt haben, wir unterstützen das und finden das gut, aber zeigen das Bild nicht. Und unter anderem gab es auch einen Tweet, den ich heute im Netz gesehen habe, und zwar stand da, nicht fotografiert. Kinder von Refugees stehen vor gespendeten Spielsachen und sind unsicher, ob sie was mitnehmen dürfen. Hintergrund war, dass sie eben zu Hause ganz strikte Regeln haben und nicht wussten, ob sie da jetzt was nehmen durften oder nicht. Und die Frau hat extra gesagt, nicht fotografiert. Also nicht draufgehalten, aus Respekt. Ihr seid hingegangen, habt draufgehalten. Wie steht ihr zu der Thematik? Also im Hinblick auf das Bild von dem kleinen Jungen, wir können da, glaube ich, ich kann da für beide sprechen, ich kann da beide Seiten verstehen. Ich kann es verstehen, dass man sagt, es muss nicht gezeigt werden, auch als Respekt vor dem kleinen Jungen. Auf der anderen Seite muss man gerade vielen Leuten auch draußen zeigen, schaut mal, was da passiert. Der Junge wird nie in die Schule gehen, der Junge wird nie Nachmittag Fußball spielen und nie Freunde kennenlernen in einem neuen Land wie hier. Und es gibt halt viele Leute, die diese Problematik immer so ein bisschen nicht verstehen und aus ihren Vorurteilen so ein bisschen rausleben. Und es ist, glaube ich, ganz schön, denen mal zeigen zu können, was da wirklich passiert. Aber wie gesagt, ich kann da beide Seiten einfach verstehen. Beide Seiten verstehen. Sophia, was sagt das Netz dazu? Der Meinung, dass auch, nee, ich bin dafür, dass es gezeigt werden muss. Das sind Bilder, die um die Welt gehen. Das muss einfach zum Wachrütteln
gezeigt werden. Andere sagen, na, ich persönlich möchte es dann nicht sehen. Dann möchte ich auch die Wahl haben, ob ich sehen möchte oder nicht. Also sind auch geteilte Meinungen. Also man kann auch beide Seiten schon auf jeden Fall verstehen. Ihr seid hingegangen, habt jetzt Flüchtlinge fotografiert, ihr habt euch dafür entschieden. Warum glaubt ihr, dass das der richtige Weg ist? Naja, man muss den Schutzsuchenden auch ein Gesicht geben, man muss Aufmerksamkeit generieren. Und das war im Grunde die Hauptintention für dieses Projekt. Also man muss eine gewisse Haltung entwickeln, einen gewissen Habitus, den man an den Tag legt. Und deswegen ist es wichtig, dass man solche Projekte, auch was die Rheinflanke momentan macht, dass man sowas unterstützt. Das ist sehr, sehr wichtig für die Integration der Flüchtlinge, der Schutzsuchenden. Es ist vielleicht sehr gewagt, aber ein Komiker ist hingegangen und meinte, er ist am Hauptbahnhof angekommen und dann hingen dort eben Bilder von Leuten aus afrikanischen Dörfern oder südamerikanischen Dörfern. Das war so ein mehr einheitliches Projekt, wo Leute aus den Dörfern fotografiert worden sind beim Essen etc. Und er meinte, haben die in ihren Dörfern dann auch Bilder von uns hängen, wie wir essen? Und hat das halt so ein bisschen lächerlich dargestellt. Gibt es da auch irgendwo eine Grenze? Also ich kenne die Bilder jetzt nicht, aber ich finde es gut, dass man eben in andere Lebenswelten auch mal eintaucht durch solche Bilder. Und dass man eben auch zu erkennen gibt, ja, die essen und hausieren im Grunde so wie wir oder dass man den Horizont erweitert. Genau, den Horizont erweitert. Okay. Ja. Okay, du sprichst dafür aus, das ist okay, das ist gut. Ja. Was für Projekte stehen jetzt bei euch als nächstes an? Ihr habt erstmal den Fußball, dann seid ihr auf Flüchtlinge. Wo geht's weiterhin? Also wir werden jetzt den Master erstmal anfangen. Den Master erstmal weiter studieren? Das ist das weitere große Projekt. Ansonsten werden wir einen kleinen Film fürs Bon Armee machen. Das ist ein Restaurant hier in Köln. Das wären so die nächsten Themen. Wir sind aber immer offen für junge Künstler, Schauspieler, Tänzer, Leute, die ganz tolle Hobbys haben, die man nämlich vielleicht mal fotografisch begleiten kann bei irgendwas. Also wir sind da immer offen, einfach mal Leuten ein bisschen was zu produzieren. Ja, also ein bisschen Werbung ist auf jeden Fall erlaubt. Man darf sich ja selber ein bisschen platzieren, das ist vollkommen richtig. Gerne auch umsonst. Wenn ihr an dem Projekt teilhaben wollt, dann könnt ihr auf der Internetseite vorbeischauen. Dort findet man die gesamten Bilder. Auf Instagram sieht man, glaube ich, auch eure Sachen. Und ihr könnt auch was Handfestes haben. Und zwar dieses Buch geben die Jungs euch zur Verfügung. Ihr könnt es gewinnen. Also einfach mitmachen. Großes Ereignis Fußball. Tolle Bilder dabei von Raphael und Sebastian. Es gibt nur 4 Stück davon. Und es gibt nur 4 Auflagen davon, die wirklich sehr hochqualitativ aufgearbeitet sind. Also auf kölntv.com einfach mitmachen und dann entsprechend das Buch gewinnen. Vielleicht noch eine kurze Zwischenmerkung. Also das Fotobuch der Frauen wird es auch bald zu kaufen geben. Das wird es am 4.10. Wird es das gegen den FFC Frankfurt geben. Und das können natürlich auch einige gewinnen, wenn sie wollen. Okay. Einfach bei uns melden. Das nehmen wir so mit. Habt ihr heute Abend schon was vor? Nachdem ihr hier genüsslich Kaffee und Kuchen gegessen habt? Schlag was vor. Schlag was vor? Für alles offen, ja. Okay, dann mache ich das mal. Tontag ist Montag, hieß es mal so schön im Schnörres. Ja, also könnt ihr vorbeigehen, das ist auf jeden Fall ein Vorschlag. Ist elektronische Musik so etwas, was euch interessiert? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann habe ich euch ja schon mal einen ganz guten Vorschlag gemacht. Sophia, haben wir noch welche Fragen, die offen sind? Also erstmal bekommt ihr sehr viel Unterstützung von allen aus dem Chat. Die finden das super, was ihr macht. Und Jana möchte zum Beispiel gerne wissen, was geschieht denn mit den Fotos, die ihr so gemacht habt? Ja, wir stehen im Dialog. Soll ich mit dir reden? Wir stehen ein bisschen im Dialog mit der Rheinflanke, was man damit machen können. Wir versuchen halt gerne einen Mehrwert zu schaffen. Vielleicht auch für das Projekt, für die Jungs, die da Fußball spielen, dass man irgendwie, Spenden generieren hört sich immer so flach an, dass man halt einfach einen Mehrwert generiert, ob man mit den Bildern irgendwas versteigert, irgendwie ein Buch macht, was man kaufen kann. Irgendwie die halt versucht zu unterstützen. Das wäre halt irgendwie schön. Das klingt sehr cool. Ich bin allgemein begeistert von eurem Projekt. Danke. Also herzlichen Dank, dass ihr auch vorbeigeschaut habt, dass ihr das Projekt mal vorgestellt habt, dass ihr ein bisschen dazu erzählt habt. Also herzlichen Dank. Ich hoffe, der Kuchen hat geschmeckt, aber jetzt noch nicht so viel davon gegessen. Den vernascht mal gleich. Den vernascht ihr gleich. Danke für das Geschenk und vielleicht können wir ja noch eins von diesen Frauenbüchern ergattern. Sehr gerne. Sehr gerne, das hört sich schon mal gut an. Und Sophia, vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder hier uns die ganzen Netzthemen vorgestellt hast. Also wie gesagt, hier
Noch eine Woche, dann ist sie weg. Können wir die nicht direkt mitnehmen? Ja. So sieht's aus. Also, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Vielen Dank für Sophia. Und ich sage bis morgen. Hoffentlich ist bis dahin Nina wieder gesund. Ansonsten seht ihr mich nochmal. Schönen Abend und jetzt weiter mit den News.